Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite Seebestattung Episode 2 auf Pelzig. So, ich glaube hier in dem Gebiet von der Handyman dürfte ich soweit alles haben und alles gemacht haben. Nur over war noch irgendwas, deswegen habe ich hier ursprünglich auch noch Lüftungsschächte geguckt. Pars Inventory. Okay, gut. Jetzt gucken wir nochmal noch Lüftungsschächte. Ja, das war nur so ein Ding. Genau, von da kam ich ursprünglich rein. Okay. Gehen wir nochmal hier. Da können wir nicht hier. Alle hopp. So, irgendwo muss es ja auch Lüftungsschacht geben, oder? Überall nur Haker. Ich glaube, das war auch gar nicht hier in dem Gebiet mit den Lüftungsschächten. Das müsste auch woanders dort draußen gewesen sein, bevor es zu der Handyman reinging. Da hatte ich ja dann auf einmal großes Interesse dort dran, weil Handyman-Areal. So. Da ist noch... Da ist aber noch was. Heidewitzka. Da ist auch noch was, genau. So. Jetzt weiß ich nicht genau, warum ich durch die Lüftungsschächte wollte, aber ich weiß noch, dass ich es unbedingt wollte. So. Gucken wir uns jetzt nochmal genau um. Ah. Hallo, mein Freund. Ja, wobei, das ist einfach nur so ein... So arme Sau. Die Haarprobe im Heuhaufen. Ah. Ach, du musst dich ja sowieso hier... Okay. Wer soll sich zeigen? Okay, So, ein bisschen Eve noch geschluckt. Lockpick. Täubungsbolzer. Ah ja, da ist so Gesicht, alles klar. Ja, du musst es sowieso durch. Alle hopp. Gut. Dann sind wir ja richtig. Dann sind wir hier auch definitiv richtig. So. Und... Sehr gut. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Gut. Denn einzelne Schwarze, wenn sie jetzt nicht unbedingt über den Haufen schießen. Die meisten Vox Populi sind ja schwarze Menschen, insofern. Die werden dann nicht einfach umbringen, wenn der hilflos und unschuldig ist. Ach ja, auf die Freunde. Ups, die haben tatsächlich den Schwarze umgebracht. Okay, das hätte ich mir jetzt nicht zugetraut, aber na gut, das sind anscheinend echt Arschgeiger. So. Dann war das jetzt erstmal Frau Arschgeiger. Und gucke ich nochmal vorsichtshalber um. Hier ist nichts. Okay. Wahrscheinlich verstecken sich hier noch ein paar. So, du versteckst dich auf jeden Fall nicht mehr. Was geht da vor? Wer ist da? Ist hier noch... Ja, die zwei sind alarmiert. Hab heute kaum jemanden umgelegt. Oh, ein Speckmann weniger. Hey. Du gehst nirgendwo hin. Och ja. Hier stimmt was. Warte mal. So, damit müsste ich 2 ausschalten können, ja. Das ist gut. Ich kann deinen Angstschweiß riechen. Da gibt's angenehmere Gerüche, glaub mal. So. Und... Ja. So, was habe ich gekauft? Niemals. Niemals. Was ist die dann überhaupt? Ja, dann hat man genug von der Sucherei. Ich mag's auch nicht, ständig so gesucht zu werden. Okay, gut. Sieht so alles in Ordnung aus. Ach ja. Und... Ich höre dich. Ich sehe dich. So.
Okay. Aber meine Güte, mir ist jetzt einfach mal wieder so aufgefallen, das ist ein riesen DLC. Ich habe echt gedacht eigentlich, okay, das kann ich in Emerald locker durchspielen. Wenn es auch wieder so 6 Episoden dauert, ist das ja kein Thema. Und ja, bin jetzt so kräftig dabei und denk nur, Heidewitzka. Das ist wesentlich länger, aber wahrscheinlich auch, weil ich in Rapture so ein bisschen rumgetrödelt habe. Mit einer optionalen Bereiche und einer Akte und Pipapo. Aber wenn man es blind macht, will man ja auch nichts übersehen. Ist halt so. Da will man ja wirklich jedes Gebiet 300.000 Mal machen. Okay, ja genau. Da war ich ja schon. Richtig. So, da muss ich dann weitergehen zur Quarantänezone. So, da bin ich schon richtig. Okay, da habe ich noch den optionalen Bereich mit dem Lüftungsschacht auch wirklich erreicht, wie ich es wollte. Dann habe ich alles gemacht. Oh, oh, oh. Hallo, mein Freund. So. Das machen wir mal einfach so. Hier wird nur gespeichert. Und nix. Ich habe eigentlich echt gedacht, sobald man die Lutece-Maschine betreten, war's das. Und, ja, dann kommt irgendeine Filmsequenz und dann endet das Ganze. Aber hier kriegt man offensichtlich noch, wenn man damals so für Geld bezahlt hat, dann kriegt man hier definitiv noch was für sein Geld. So. Oder hat man was, was er Geld kriegt. So, dala. Aber da ich ja die Bioshock Collection habe und die auch spiele, ist ja auch bei der Spielbeschreibung mit dabei, Archiver, habe ich das ja alles verumgekriegt. Im Spielpreis inbegriffen. So. Ah, okay. So. So. Ach, was? Observation and Engineering. Das sieht ein bisschen noch Big Daddy aus, was wir hier sehen. Der wollte wohl ursprünglich Big Daddys machen und hat dann Handyman draus gemacht. Prägungsstudien. Und so hat er wahrscheinlich auch Songbird irgendwie herstellen können. Weil der Big Daddy sieht dem Ding Doneva recht ähnlich. Entweder hat er versucht, Handyman als Big Daddys zu machen. Oder Songbird ist entsprechend, weil es ja auch auf Elizabeth geprägt ist. Es ist ja sozusagen Elizabeths Big Daddy. Ja, das ist Songbird. Und das ist Big Daddy, ein Bouncer. Tja. Sieht man auch noch genau. Handschrift kann ich leider nicht lesen. Dessen Handschrift kann ich leider nicht lesen. Mir scheint, Fink und Suchong haben sich über ihre Forschungen ausgetauscht. Ja. Die Lutece-Geschwister. Realitätsübergreifende Zusammenarbeit. Aber Suchong ist nicht gleich Fink, oder? Hoffe ich zumindest. Ja, da sind wieder die Skizze zu Songbird. In dieser Art, wie bei Leonardo da Vinci der Mensch dargestellt wird. Okay, da komme ich nicht durch. Aber das Ding muss ich anscheinend auch machen. Aber erstmal einen Kaffee, sonst ertrage ich den Scheiß nicht. Das ergibt alles Sinn. Die Little Sisters und die Big Daddies. Songbird und ich. Ja. Konstanten und Variablen. Wie ich es gesagt habe. Anna Zeit einfach nur. Und anders umgesetzt. Aber im Prinzip dieselbe Technik. Tja. Verrückt. Testsubjekt. Jetzt bin ich immer gespannt. Und Armbrustbetäubungsmunition nehme ich doch liebend gern. Finde die Haarprobe nach wie vor. Hier sind lauter Testsubjekte eingesperrt gewesen. Wahrscheinlich irgendwelche arme Tiere, die man hier verwendet hat. Okay, es sieht aber aus, als würde es hier schon länger nicht mehr genutzt werden. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ach, das ist ein Gorilla. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das? Aber, oh nee, wenn das lebt, will ich... Oh nee, wenn das arme Tier da noch lebt, will ich es jetzt nicht quälen. Das muss echt nicht sein. Ach, wieder so ein Adam-Spritzer.
was die Little Sisters verwenden. Finde die Haarprobe. Also ich will den Gorilla jetzt nicht quälen. Auf der anderen Seite will ich wissen, was passiert. Was soll das alles? Prägung. Ach, Das ist eine Ersatzmutter. Trennt man ein Gorilla-Junges von der Mutter, prägt es sich auf fast alles. ach. Sogar darauf. Was hat Fink daran interessiert? Songbird. Er wollte ihn auf mich prägen. Ich erinnere mich nur zu gut, dass ihm das auch gelungen ist. Ja. Offensichtlich hat der andere Art von Prägung gemacht. In Rapture ist es was Adam geschehen, aber ich glaube, der Gorilla ist auch schon tot. Tja. Tja. Heftiger Scheiß. Aber jetzt so allmählich macht alles so mehr Sinn als Bindeglied. Das ist schon sehr interessant. Wie hier Bioshock 1, 2 und 3 verbunden werden. Was ist das jetzt hier noch? Ein Hund oder was? Was geht da ab? Kann ich nicht sagen, was da jetzt gerade abgeht, nur dass der Hund begast worden ist. Okay. Es ist gerade schon ziemlich unangenehm hier in dem Lader. Extrem unangenehm sogar. Armbrustgasmunition. Notizen. Was ist das? Eine Skelettformel für Oxytocin. Ein Hormon. Es sorgt für die Bindung zwischen Mutter und Kind, Mann und Frau und... Songbirds und kleinen Mädchen. Ja. Offenbar nicht. Fink hat diese These verworfen. Okay. Alter, das ist wie im verlassenen Labor von Dr. Frankenstein rumzusuchen. Gruselig. Zumal ja alles auch voller Spinnwebe ist. Ach du Scheiße. Arme Kreaturen. Ja, Fink bekam ihre Prägung nicht hin und überließ sie ihrem Schicksal. das ist widerlich. Das ist echt widerlich. Die Hunde dann so elend verrecken zu lassen, das ist echt ekelhaft. Dann sollte man wenigstens der Anstand haben, die Tiere auch sauber zu töten und nicht so widerlich hier verenden zu lassen. Oh Gott. Ja, Failure. Ich glaube, da ist viel mehr Fail. Und zwar bei demjenigen, der es erst Sonne hat, als bei den Tiere, die es da ausbaden mussten. Das finde ich immer schrecklich, sowas. Okay, es führt nur geradeaus durch. Prägung gescheitert. Das kann nicht sein. Sie haben doch eine Verbindung zwischen Songbird und mir aufgebaut. Ups. Wie? Ich war so jung. In meiner Erinnerung war er schon immer da. Hm. Vielleicht auch erst später. Vielleicht auch erst jetzt. Indem Elizabeth selber hier die Prägung schafft jetzt. Da haben wir nochmal Songbird. Irgendwelche Filme muss er sich da angucken. Ist nochmal Songbird-Modell. Das wäre es jetzt noch, wenn jetzt erst hier Das muss ein Songbird. Prototyp sein oder so. Ist er menschlich? Ist das wichtig? Können Nee. Wir können an der 3 in das Modell von Songbird. Hier war noch was? Silver Eagle. Ist noch ein Lüftungsschacht? Heieieiei. Und hier ist jemand angekettet worden. Irgendein Mensch wahrscheinlich.
Wieder Notizen. Sie Hypnotherapie. haben's auch mit Hypnose versucht. Beim Songbird? Wie lief das? So wie es zu erwarten war. Alter Falter. Puh, ich bin auch relativ ruhig, muss ich sagen, im Vergleich zu anderer Episode. Weil das hier ist tatsächlich schon jetzt so ein Bindeglied-Moment, wo dann die anderen Bioshocks sich mit dem Spiel hier vereinen und wahrscheinlich alles aufgeklärt werden soll, irgendwie. Und verbunden werden soll. Booker. Das kleine Mädchen in dem Film. Das bin ich. Mein Gott. Ich erinnere mich. Er ist in den Turm gestürzt. Er hatte wohl gekämpft oder so. Ich war da, hab gewartet. Gewartet, dass irgendwas passiert, aber er lag nur da. Wimmernd. Ich konnte ihn einfach nicht. Der Löwe mit dem Dorn an der Pfote. So viel zur Wissenschaft. Ich hätte ihn sterben lassen sollen. Ich hätte ihn... Ich komme da niemals raus. Ausgebeutete und Ausbeuter zugleich. Ich, Comstock, du, Sally. Wie ein blutiges Rad, das sich ewig weiterdreht. Also im Endeffekt ist Songbird dadurch geprägt worden, dass sie ihm rebootet hat und dadurch hat er ihr anscheinend dann Vertrauen geschenkt und so Basis aufgebaut. Haarprobe, na endlich. Tja, das muss die Genprobe sein, die Suchong wollte. Aber wahrscheinlich auch von... einer Probe deines eigenen Haars Ja, hierher von Er Elisabeth. weiß nicht, dass ich das Kind mit der Prägung auf Songbird war. Ja. Für ihn enthält die DNS alle Antworten. Leuten wie Suchong kommt etwas Empathie wie große Wissenschaft vor. Kehre zum Riss zurück, wenn es jetzt so einfach wäre. Schauen wir mal. Oh Mann. Du kann ich dann die Quarantänekontrolle auslösen. Und aufheben. Elisabeth, Ich muss zurück. Es ist offen. Seht nach, ob es etwas umzuverteilen gibt. Sucht nach Verstecken. Verteilt euch. Okay. Klasse. Einer weg. Und okay, da muss ich lang. So, ganz vorsichtig drüber gesprungen. Man muss ja nicht immer laut sein, wie Zaun gegen jeden Gegnerkämpfer. So. Huch. Muss woanders lang. Okay. Oh. Oh, hoppla. Was macht die hier? Dasselbe kann ich dich afroren. Wird zwar keinen Sinn machen, aber ich könnte dich afroren. So. Du Arschspeckmann. So, sind wir hier richtig? Ja. Okay. Das Geschütz haben sie schon zerstört. Limonade. So, dann gehen wir weiter. Heidewitzka, Heidewitzka. Ah, da ist noch was. Schade, noch ein Voxophon. Nee, da will ich jetzt auch noch hier. Entschuldigung, aber das möchte ich mir auch noch hören. So. Joink. Das Voxophon gehört auch noch mehr. So, und wieder von Fink. Dieser Durchbruch bezüglich des Songbirds lässt meine Vereinbarung mit dem asiatischen Doktor in einem ganz neuen Licht erscheinen. Welche Vorteile sollte mir die Fortführung dieser Partnerschaft noch bringen? Welche Geheimnisse sollte ich nicht selbst lüften können? Suchong hat nur ein paar Krümel vom Tisch zu bieten. Aber Jeremiah Fink... Keine Ahnung. Ich nehme alles mit, was wertvoll aussieht. Oh, leck. Das willst du hier rüber? Da
Okay. Wann hast du denn hier was zu sagen? So, wo muss ich lang? Ich will jetzt nicht nochmal gegen jeden Knetkopf hier kämpfen müssen. Deswegen schleiche ich mich jetzt hier durch. Jetzt schufte ich wenigstens für mich selbst. So. Weil ich will noch heute beim Riss ankommen und gucke, was dann abgeht. So, da können wir jetzt noch Betäubungspfeile holen. Und dann noch ein paar Lockpicks. So. Eine Garantie? Wer hat schon Zeit für all den Papierkram? Okay, ich habe hier alles bisher abgerahmt, was abzurahmen war. Also muss ich einfach nur wieder zurück. So, hier, genau. Wieder hoch mit dem Fahrstuhl. Und dann machen wir das noch. Weil wenn dann das DLC endet, dann wäre es natürlich praktisch. Und nicht, dass ich jetzt hier nochmal extra neue Episode starte. Glaubst du, dass Daisy überhaupt eine Wahl hatte? Was meinst du? Ungefähr jetzt ramme ich ihr eine Schere in den Rücken, um ein Kind zu beschützen, dem sie nie etwas antun wollte. Sie hat sich entschieden, für ihre Revolution zu sterben. Ja. Was ist mit mir? Bei all den zahllosen Welten und Möglichkeiten. Hatte ich jemals eine Wahl? Oder du? Anscheinend nicht. Booker glaubte, er hatte eine. Und was hat es uns gebracht? Wir sind wieder am Anfang. Puh. All die endlosen Universen. Und doch beschreiten wir genau die gleichen Wege. Müssen wir, Jo, sonst verändert sich ja alles. Mein Vater verkaufte mich, um eine Schuld zu begleichen. Comstock sperrte mich in einen Turm. Und ich verkaufte Sammy. Weshalb? Aus Rache? Um etwas zu beweisen? Hier, um die Schuld zu begleichen. Angenommen, wir finden sie. Die Alten vererben ihre Schulden an die Jungen. Ist es jetzt nicht zu spät für sie? Ich schätze, das muss sie selbst entscheiden. So wie es deine Entscheidung war, hierher zu kommen. Rapture verschlingt Kinder. Kleine Mädchen, in deren Bäuchen Gold wächst. Ich werde den Kreis nicht durchbrechen. Mit Glück kann ich ihn vielleicht eindämmen. Oh. Ein bisschen wenigstens. Du ist gerade schon Booker durch wahrscheinlich mit Elizabeth. Das heißt, wir müssen uns jetzt dummler, dass wir noch aufs Luftschiff kommen. Ansonsten war's das. Also wieder ab. Hier, genau.